Eigentlich müsste ich jetzt reden, aber ich bin sprachlos. Schaut mal den Teller an. Heute gibt es fangfrische Crevetten aus dem Thurgau, zusammen mit feinen Spaghetti und noch etwas ganz Spezielles. Kleiner Tipp für dich, hier jetzt den Kanal gerade abonnieren. Mach mal ein kleines Däumchen auf, sodass wir möglichst vielen Menschen die genialen Rezepte zeigen können. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spass beim Zuschauen und nachher wünsche ich uns beiden einen guten beim Probieren. Ich sehe wieder einen Haufen Farben, dann vor allem die Crevetten, die ich heute Morgen frisch gefischt habe. Es hätte nicht anderes können sehen. Absolut. Ich habe nichts anderes erwartet. Also Schweizer Seegarnelen. Thurgauer Crevetten sind da, aus der Thur. Aha, aus dem Supermarkt. Im Thurgau. Genau. Ja, Hauptsache. Wir brauchen Spaghetti dafür. Olivenöl, Weisswein, Tomatli, Cherrytomaten oder Datteltomaten. Je nachdem, was man gerne hat. Koriander oder Peterli, Krevetten und natürlich ganz viele stehende Gewürze. Vor allem eben immer das Fischgewürz und dann alle anderen, die mich auch schon sehr gut kennen. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch zum Kochen und vor allem zum Probieren nachher. Schmeckt uns jetzt schon fein, weil frisch. Ja, bis nachher. Bis nachher. Ciao, ciao. Tschüss. Also, was soll ich dazu sagen? Wir machen heute ein Friedensrezept. Ich sage warum. Aber zuerst erkläre ich da, ich habe mein Wasser schon eingeschaltet, um die Spaghetti zu kochen. Es kocht noch nicht, deswegen habe ich hier Zeit zum was anderes machen. Nämlich, ich sage ein Friedensrezept, weil vielleicht hast du das Problem mit dir, dass einige Leute Koriander gern haben, andere nicht. Es ist sogar eine genetische Geschichte. Und deswegen mache ich die Koriander nicht dort drin, alles zusammen. Ich mache so eine Olivenöl mit Koriandersauce und Herdöpfelgewürz natürlich. Hier einfach separat, dann kann man nachher über diese Spaghetti, also wenn sie schon fertig sind, jeder für sich im Teller Koriander reinmischen oder nicht. Je nachdem, wie man gern hat. So muss man nicht streiten vom Wegen, ich mache mit oder ohne Koriander. Wenn keiner die Koriander gern hat, dann nehmen wir wirklich als Kompromiss so glatte Peterli. Ist auch nicht so tragisch. Mache ich hier einfach Olivenöl und nehme meine Herdöpfelgewürz. Herdöpfelgewürz dazu. Und ich nehme auch noch ein Stückchen Pfeffer. Wenn man gern hat, mehr oder wenig, aber ein bisschen würde ich auf jeden Fall. Dann kann ich Koriander dazu. Koriander dazu geben, so viel wie man gern hat, so viel wie man hat. Man kann auch so ein bisschen mehr vorbereitet, im Kühlschrank den lassen oder eine kalte Stelle und dann so 2-3 Tage das essen, geht's auch. So wirklich nur so ein bisschen schwenken, lang schon. Das lasse ich hier bei Sitz. Ist wirklich gut, das am Anfang zu machen, dann hat auch Zeit zum alles so ziehen. Ich lasse hier, mir braucht es noch nicht. Dann schenke ich meine ganze Aufmerksamkeit zu diese wunderschöne Krevette, auch wenn Stedi das nicht selber gefangen hat, aber sie sind trotzdem wunderschön. Und da drauf kommt nichts anderes als Fischgewürz. Schön. Fischgewürz drauf. Ich muss das nicht viel früher machen. Es reicht wirklich jetzt, wenn ich hier am Anfang schon da mache. So, nehme da die ganze Gewürz noch. Ich höre jetzt, wie mein Wasser kocht. Wunderbar. Eine möglichst große Pfanne, dass die Spaghetti nicht ineinander kleben. Da kommt hier rein unser Salz, Herdöpfelgewürz und dann die Spaghetti. Könnte ich auch mit einer anderen Teigware machen. Finde ich aber mit Spaghetti voll fein für diese Rezept. Und dann gleich schauen, dass alle im Wasser sind. Auch das geht einfach mit einer größeren Pfanne. Sehr gut. Lassen wir da, aber die vergessen wir nicht. Oder? Jetzt kann ich meine Tomatli anfangen zu schneiden. Wenn ich keine Cherry- oder Datteltomaten hätte, könnte man natürlich auch normale Tomaten nehmen, so einfach größere Tomaten. Oder könnte man sogar Pelati aus der Dose nehmen. Ich finde, mit frischen Tomaten passt es wirklich ein sehr so frisches Rezept. So, tada.
alle geschnitten. Nicht vergessen, wenn man Pasta kocht, immer wieder ein bisschen so rühren, dass nicht am Boden klebt und auch nicht alle ineinander. Nicht stets drehen, aber immer wieder so ein bisschen. Einfach nicht vergessen. Die Pfanne jetzt aufheizen und dann kommt Olivenöl, auch hier drinnen. Je nachdem, was man gern hat. Entweder Knoblauch oder Zwiebel. Ich nehme heute hier Zwiebel. Man kann auch beide nehmen, wenn man beide gern hat. Ja. Jetzt kommen die Krevetten da drin und zwar kurz, wirklich nicht zu lang. Legen wir die schön da, die heiße Pfanne, ohne die Haut, weil niemand wird nachher Spaghetti essen und muss immer wieder das Haut wegnehmen und Finger putzen und. Ich lasse die auf einer Seite, bis sie dann die Farbe verändert. Also ich habe hier rohe Krevetten, wenn du die mit welchen schaffst, die schon vorgekocht sind. Man kann auch teilweise gekochte, gefrorene kaufen. Dann kann man natürlich noch schneller machen. Bei mir jetzt sehe ich, es ist auch der Ende, also die Farbe verändert sich von diesem Grau in wunderschöne Orange. Also dann ist Zeit zum Krevetten einmal drehen. Also ich sage nicht so lang kochen, weil die sonst eher gummig werden. Also man sagt, ich mag Krevetten nicht, sie sind gummig. Das ist, weil man zu lang gekocht hat. Meistens. Also ich habe die einmal gedreht und dann kann ich schon mal die Pfanne schön heiß haben und tue das mit dem Weisswein ablöschen. Ja. Und jetzt kann ich auch schon mein Stückhauspfeffer dazu. Die Schere Tomate. Kann ich ein bisschen herunter mit der Hitze. Und weil wir doch gern scharf haben, nehmen wir auch noch Peperoncini dazu. Ich mache noch ein bisschen Fischgewürz auch. Jetzt kann ich so normal umdrehen und ich mache den Deckel kurz drauf, nur bis diese Tomaten so ein bisschen weich sind, aber wirklich nicht zu lang. Lieber stelle ich ab, falls die Spaghetti noch nicht so weit sind. Als dass ich die Krevetten jetzt zerstöre, ich den zu lang koche. Die Spaghetti waren noch nicht so weit, die Krevetten wären schon. Dann habe ich kurz abgestellt mit dem Deckel. Jetzt sind sie aber gut. Das heißt, ich kann dort abstellen. Ich bringe das hier in der Nähe. Ich mache wirklich die Spaghetti direkt in die Pfanne mit dem Garnelen und Soße, weil ich nehme extra ein bisschen von diesem Kochwasser mit. Siehst du? Also ich tue nicht groß das Wasser weg. Ich nehme wirklich direkt damit. Pasta hat ja Stärke drin, oder? Und da bindet jetzt meine Soße, dass nachher das Ganze so schön sämig wird. Jetzt hat nicht mehr viel, dann kann ich das Wasser leeren und das Rest noch hier drin. Die letzten aus der Pfanne kommen auch noch da rein. Wirklich mit ein bisschen von diesem Kochwasser kann ich das wunderschön hier kochen. Ich nehme die Spaghetti auch bewusst aus der Pfanne, aus dem Wasser, wenn sie noch bissfest sind, und zwar sogar ein bisschen mehr als al dente, also wirklich ein bisschen mehr bissfest, weil hier kochen sie natürlich nachher noch weiter, oder? Und wir wollen ja keine verkochten Spaghettis. Also du hast das gern, dann ist auch kein Problem, aber ich habe es nicht gern. Hitze verstärken. Siehst du, was ich vorher gemeint habe? Die Tomaten müssen sich nur ein bisschen so anfangen weich werden. Ich zeige das hier, was ich meine. Siehst du, der ist jetzt so, ich kann wirklich drücken und ich hätte fast ein bisschen so eine Tomatenmacht hier so. Also sie sind nicht weg, aber weicher. Und die Spaghettis, würde ich sagen, sind auch so weit. Ich werde das jetzt einfach schön mit so einer wunderschönen Garnele oben drauf auf einen Teller richten. Das steht die holen. Ich hoffe, er kommt ganz schnell, weil ich will das so schnell wie möglich auch probieren. Guck mal! Ich sehe genau den richtigen Zeitpunkt, um da erscheinen ist. Ich wollte noch schön machen, aber du bist jetzt schon da. Fantastisch! Und so streicht man nicht, hat für jede zwei. Probier mal. Der Wahnsinn. Jetzt schon danke fürs Kochen. Sehr gerne. Ich habe heute das Koriander separat gemacht. Also wir zwei haben das zwar gern. Aber so, wenn man die Hai nicht unbedingt gern hat, kann man auch nachher drüber tun. Kann man so ein bisschen drüber. Genau. Schau mal. Da ist Koriander und die besten Gewürze. Ich probiere hier mal, weil bei mir gibt es immer Koriander. Ich probiere heute auch ohne, um zu schauen, wie das ist. Und du hast jetzt einfach ein Stückchen so ein bisschen weggemacht. So. Habe ich bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt nur Tomaten. Aha. Ich sage schon mal einen guten. Vielen Dank
fürs dabei sein. Bis nächstes Mal, weil ich werde nachher essen. Bis nächstes Mal. Merci vielmals und ich liebe das. Fantastisch. Wir können noch ein bisschen Stückhauspfeffer drauf machen. Es ist einfach ein Festmenü, das man machen kann, zum Mittag oder zum Nacht. Aber das ist etwas, was man wirklich essen sollte. Nicht nur 2-3 Tage aufbewahren. Nein, auf jeden Fall nicht. Also Gell? wirklich, gerade Heute- machen, gerade essen. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr fein. Wir geniessen hier noch ein bisschen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke all denen, die bereits das Glöckchen auch noch gedrückt haben beim Abonnieren. Und wer weiß, vielleicht bist du schon bald dabei da und kannst auch etwas Feines probieren. Schönen Nachmittag noch. Tschüss miteinander. Bye bye. Ciao.